Danke. Gestern war in vieler Hinsicht ein spezieller Tag. Ich hatte ein Privileg. Gestern durfte ich Céline und Simon Buri vermählen. Und es ist einfach mega schön, so Trauungen zu machen, wo du weißt, die zwei Menschen, die sind beide mit Jesus unterwegs. Und das ist nicht irgendwie einfach ein Ritual, das du da machst, sondern das ist ernst und glaubt und gelebt bis in die Tiefe, wo das kann haben. Das war mega schön und gleichzeitig auch mega stressig. Wir sind dann noch am Hochzeitsfest und die ganze Zeit gewusst, okay, heute sollten Sabrina ihre Eltern auf den Flüger und klappt das, kommen sie durch den Zoll durch, tut da irgendein Beamter sie plötzlich noch rausnehmen oder was da alles noch könnte passieren und du weißt, was auf dem Spiel steht und es war sehr stressig und dann sind wir so froh gewesen, wo die Eltern von der Sabrina wirklich können auf den Flüger kommen. Und sie hat eigentlich heute predigen. Sie ist jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Und darum darf ich jetzt predigen heute Morgen. Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich predigen heute Morgen? Habt ihr gute Ideen? Ich wäre jetzt gerade mega dankbar für gute Ideen. Lustigerweise habe ich vor etwa 2 Wochen, ist das, glaube ich, mit dem Marc genau über das geredet. Das quasi, hey Marc, stell dir mal vor, du würdest am Sonntagmorgen herausfinden, dass du heute predigst. Was würdest du predigen? Wir haben dort einfach über das Thema austauscht und er hat eine super Idee gehabt. Jeder Lehrer wäre mega stolz auf die Idee. Er hat gesagt, du musst einfach eine Frage stellen. Und zwar die Frage, was hätten Moses und Jesus gemeinsam? Mit dem kannst du eine halbe Stunde füllen, keine Vorbereitung nötig, die ganze Klasse macht die Arbeit für dich. Jeder Lehrer wäre stolz auf die Idee. Genau, also was hat Jesus und Moses gemeinsam? Nein, das machen wir nicht. So füllen wir jetzt nicht die nächste halbe Stunde. Aber um den Moses soll es heute am Morgen gehen. Ich möchte mit euch nämlich den Glauben von Moses anschauen. Und ich habe ein Anliegen aufs Herz bekommen für heute am Morgen. Ich möchte über den Glauben reden, so fundamental wie das ist. Glauben als Bild, das wir brauchen wollen, ist der Glaube als See. Und ich bin mir sicher, dass diese Predigt für euch, die schon länger im Glauben unterwegs sind, extrem hilfreich und relevant wird sein heute Morgen. Ganz besonders, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist und irgendwie so das Gefühl hast, hey, Glaube, das lebt in mir, aber irgendwie wünschte ich mir, oder da müsste noch mehr sein, da ist irgendwie einfach noch nicht, es ist noch nicht so, wie es sollte. Du spürst das, du hast die besseren Worte für diesen Umstand, für das Gefühl in dir drin. Und ich möchte heute am Morgen zu diesem Thema reden und ich bin mir sicher, es gibt etwas in dieser Predigt drin, wo deine Perspektive ändern kann und wo dir helfen kann, einen Glauben zu leben, wie der Moses das gelebt hat. Und wir möchten jetzt auf die Ziellinie schauen. Miteinander die Bibel aufschlagen. Und bevor wir das machen, tun wir jetzt alle miteinander noch ganz fest beten. Ihr habt heute am Morgen hoffentlich noch selten so fest für euren Pastor gebetet wie jetzt, weil er es unbedingt nötig. Nach einer doch sehr kurzen Nacht und eher kurzen Vorbereitung glaube ich doch, dass der Heilige Geist sich nicht aufhalten lässt von so Hindernissen und dass er heute am Morgen sein Wort wird reden lassen, zu euch in die Herzen und dass es Veränderung hervorbringen darf. Und für das möchten wir jetzt beten. Heiliger Geist, du bist da. Wir vertrauen auf deine Kraft. Wir vertrauen auf dein Wort. Wir wissen, dass das lebensspendend ist. Wir wissen, dass das lebensverändernd ist und dass das wahr ist, wenn alles andere vergeht. Dein Wort bleibt bestehen. Und auf diese Wahrheit berufen wir uns heute Morgen, wenn wir es aufmachen und uns mit dem beschäftigen. Jesus, ich bin überzeugt, du wirst reden und herausfordern und aufzeigen. Heute an diesem Morgen. Lass uns lebendig sein und lass uns lebendig werden in uns. Amen. Amen. Also, Blick auf die Ziellinie. 5. Mose 34, Vers 7 wird das Ende von Moses im Leben beschrieben. Nachdem er 120 Jahre alt geworden ist. Bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Lebenskraft ungebrochen. Das ist die Ziellinie. Dort wollen wir schauen, hey, was für eine beeindruckende Leistung. Wenn du 120 geworden bist, ich meine, das sind noch andere Zeiten gewesen, gell? Da haben die Lebensbedingungen anders ausgesehen und die Lebenserwartungen wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgesehen. Der Mose ist 120 geworden, bis am Schluss fit und Lebenskraft ungebrochen. Und man kann sein Leben eigentlich relativ simpel in
3 Zahlen ausdrücken an Moses sein Leben. Das ist nämlich 40, 40, 40. Das ist Moses sein Leben kurz zusammengefasst in 4 Zahlen. 40 Jahre lang am Hof vom Pharao, der Königssohn. Der Sohn vom Pharao, der die beste Ausbildung hatte, das beste Essen, auf Pyramiden aufgestanden am Sonntagmorgen zum die Aussicht geniessen. Das war sein Leben und alle haben gemacht, was er wollte. 40 Jahre lang. Dann 40 Jahre lang allein in der Wüste auf der Flucht am Schäfli hüten. Und dann nochmal 40 Jahre lang mit einer etwas anderen Art von Schäfli, 40 Jahre lang unterwegs durch die Wüste mit dem Volk Israel. 40, 40, 40. Und ich freue mich, wenn ich eines Tages dann im Himmel bin und mit dem Mose zusammen ein Bierli trinke, dann habe ich eine Frage für ihn. Ich denke, ich habe eine Antwort auf was er wird sagen, aber ich werde es ihm gleich stellen, weil meine Frage ist, okay, 40, 40, 40. Du bist 40 Jahre lang der Pharao-Sohn, du hast alles gehabt, was es zu haben hat. Du bist 40 Jahre lang allein in der Wüste und hast Schäfli gehütet. Und dann bist du nochmal 40 Jahre lang mit einem Volk durch die Wüste. Habt ihr gewusst, dass der Mose eine Option hatte, das nicht zu machen? Da möchten wir jetzt einen längeren Text miteinander lesen. Das ist 2. Mose 32, 7 bis 14. Bevor wir jetzt einsteigen in den Text, musst du wissen, was vorher passiert ist. Der Mose, berufen von Gott, hat das Volk Israel aus Ägypten daraus herausgeführt. Ich habe das schon mal gesagt, und das ist, glaube ich, wirklich so. Ich glaube nicht, dass Gott jemals so präsent, intensiv, spürbar, sichtbar auf dem Erdenplanet sichtbar war und gewirkt hat. Er hat das Sklavenvolk aus der stärksten Nation von dieser Zeit herausgeführt. Er hat die Armee, wo die beste ausgebildete Armee mit den meisten Ressourcen war, eigenhändig vernichtet. Nicht einmal eine andere Armee braucht für das. Er hat sie ins Meer geführt und dort verschluckt. Er ist seinem eigenen Volk in einer Feuersäule vorausgegangen und in einer Wolkensäule vorausgegangen. Das Volk hat gesehen und erlebt, was kein Volk jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit gesehen und erlebt hat. Jahwe mit eigenen Augen, so spürbar, wie das irgendwie geht. Er bringt sie an einen Berg an, Berg Sinai, wo er selber mit einer Wolke auf den Berg oben runterkommt. Zu dem Ausmaß, dass das Volk sagt, hey Mose, wir haben Angst vor dem Gott. Die Erde zittert und es bebt und wir haben Angst vor dem Gott. Gang du auf den Berg rauf, das musst du machen und red du mit dem furchteinflößenden Gott. Wir können das nicht machen. Und so geht der Mose auf den Berg rauf. Und während er auf dem Berg oben ist, findet folgendes Gespräch statt von Mose und Gott. Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Du merkst eine kleine Änderung im Sprachgebrauch Gottes, oder? Es ist nicht mehr sein Volk. Es ist nicht mehr das Volk, das er aus Ägypten herausgeführt hat, sondern Gott sagt zu Mose: Dies Volk, das du zu Ägypten herausgeführt hast, ist gerade grosse Schuld an sich am Aufladen. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Doch Mose flehte: Herr mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine große Macht gezeigt. Warum willst du sie jetzt in deinem Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen, ihr Gott hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Sei nicht länger zornig über dein Volk. Ich kann es nicht genug häufig sagen. Nein, Gott, das ist im Fall immer noch dein Volk. Lass das Unheil nicht über sie hereinbrechen. Denk daran, dass du deinen Dienern Abraham, Isaak und Jakob bei deinem Namen geschworen hast. Ich lasse eure Nachkommen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel. Sie werden das Land, das ich euch versprochen habe, für immer in Besitz nehmen. Hey, ganz eine gute Strategie von Mose da, gell?
Erstens, hey, willst du dich eigentlich selber lächerlich machen, oder? Du hast das in deinem Namen gemacht, du kannst jetzt nicht in deinem Namen sie töten, weil was würde das dann machen mit deinem Namen? Bloß du hast in deinem eigenen Namen Versprechen gemacht. Die kannst du ja jetzt nicht einfach brechen. Da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Und meine Frage, die ich an Mose stellen möchte, ist, warum? Warum hast du dort auf dem Berg nicht gefunden, weißt du was, okay, das klingt nach einem guten Plan, komm, wir vernichten die Idioten. Ich meine, was wollen sie noch mehr sehen, was wollen sie noch mehr haben? Ich bin fertig. Ich habe 40 Jahre Wüste gemacht für mich selber. Es war sandig, es war schwitzig. Ich bin fertig mit Wüste. Ich habe es jetzt gesehen. Der Mose hat die Wahl von Gott persönlich präsentiert und sagt, weißt du was, wir machen das Volk, das jetzt da unten ist, mit denen sind wir fertig. Wir starten etwas Neues und wir machen deine Nachkommen zum Volk. Das hätte bedeutet für den Mose nicht 40 Jahre nochmal mit seinem Volk durch die Wüste müssen laufen. Er hat ein easy out gehabt, dort und dann, und hätte können sagen, okay Gott, keine 40 Jahre mehr für mich, wir machen etwas Neues, wir gehen an eine Oase und ich suche mir eine Frau, oder ich weiß auch nicht, wie er genau sich das dann überlegt hat. Auf jeden Fall, er hat die Option nicht genommen und hat gesagt, Gott, weißt du was, ich möchte meinem Glauben treu bleiben, ich möchte mich weiter hingebungsvoll in das Volk investieren. Und ich gebe nicht auf. Und ich gehe nochmal 40 Jahre lang mit denen durch die Wüste. Also, was ist das für ein hingebungsvoller Glaube, wo der Moses da hatte? Warum hat der Mose nicht einfach gesagt, ich bin fertig mit euch? Hebräer gibt eine Sicht auf das. Hebräer 11, Vers 26. Für ihn, also für den Moses, waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Mose hat einen hingebungsvollen Glauben gehabt, der in die Zukunft schauen konnte und der verstanden hat, dass Gott gute Pläne hat für das Volk und dass er mit dem Volk soll gehen. Ich tue jetzt mal das Bild bringen von einem See. Ich glaube, wir sind uns alle einig, an Moses sein Glaube war wie ein tiefer Bergsee. Also das ist ein See, für die das nicht kennen. Das ist ein See. Genau. Und an Moses sein Glaube war so hingebungsvoll, das ist vergleichbar mit einem tiefen See, wo richtig tief gegangen ist, wo hingebungsvoll für sein Volk eingestanden ist und gesagt hat, ich lasse all das zurück, 40 Jahre lang. In Reichtum, in Überfluss lasse ich zurück. 40 Jahre lang eigene Wüstenerfahrungen. Haben ihn demütig gemacht, auf das er im Glauben hat können sagen, und ich gehe nochmal 40 Jahre lang mit diesen Leuten durch die Wüste. Hingebungsvoller Glaube. Weil er verstanden hat, dass Gott einen besseren Plan hat. Und dass alle Schimpf und Schande für Christus, für die Berufung, für den Glauben mehr wert ist als alles andere, was die Welt zu bieten hat. Und darum war er nochmal 40 Jahre lang bereit, um mit dem Volk durch die Wüste zu gehen. Wie kannst du, das ist jetzt natürlich die Goldfrage für uns heute Morgen, oder? Wie können wir zu so einem Glauben kommen, der so hingebungsvoll ist, der so vertrauensvoll ist und der glaubt, dass es sich absolut lohnt, für Jesus Christus Schimpf und Schande auf uns zu nehmen. Wie kann ein solcher Glaube überhaupt wachsen? Wenn wir das Bild brauchen von unserem See, ist die Antwort eigentlich relativ offensichtlich, oder? Jeder See, der viel Wasser hat, was braucht jeder See, der viel Wasser hat? Ja klar, einen guten Zufluss. Eine Quelle, die den See speist. Und das ist beim Glauben nicht anders. Wenn wir schauen, bei Mose hatte er eine klare Quelle, wo sein Glaube kontinuierlich gespissen hat. Das kannst du nachlesen im 2. Mose 33, 7 bis 11. Dort wird beschrieben, was der Moses täglich gemacht hat. Und wenn man Karten studiert, wenn man mal aufzeichnet, wie das Volk Israel das Camp aufgestellt hat, sie sind ja immer mit dem Camp unterwegs gewesen, da jetzt klare Regeln gehabt, welches Zelt wie aufgestellt wird, dann hast du so nachvollziehen, dass das Zelt von der Begegnung, wo jetzt dann gerade vorkommt, das ist 900 Meter entfernt von Moses seinem Zelt. Also Moses ist jeden Tag aufgestanden, 900 Meter unterwegs gewesen, zum Zelt von der Begegnung, und das ist so gelaufen. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Moses jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung.
Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Moses das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Moses nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Eingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Da ein kleiner Hinweis, wieso das der Nachfolger geworden ist von Mose. Wieso das der Josua Nachfolger geworden ist, klar. Wo der Mose aus dem Zelt der Begegnung rausgegangen ist, ist der Josua einfach noch ein bisschen länger geblieben in dieser Gegenwart Gottes. Verstehst du? Der Glaube, den der Moses hatte, war genährt von einer kontinuierlichen Intimität mit Gott. Er hat in einer Regelmäßigkeit die Gegenwart Gottes gesucht und hat mit ihm Zeit verbracht. Hat sich in die Beziehung investiert, ist jeden Tag die Distanz gelaufen in das Zelt und hat dort eine Intimität mit Gott genossen, wo wie ein See vom Fluss von dieser Intimität genährt worden ist, auf dass der See platschvoll war. Auf dass er mit 120 voller Tatenkraft und mit sehenden Augen, nicht nur physisch, sondern auch geistlich sehenden Augen, hat zurücktreten und sagen, okay, es ist jetzt vollbracht. Ich habe meinen Dienst, meine Reise da vollendet. Das ist nur gegangen, weil der Mose kontinuierlich Intimität mit Gott gepflegt hat. Und ich glaube, das ist für uns alle, die schon länger im Glauben sind, klar, oder? So weit habe ich noch nichts gesagt, wo ihr nicht schon gewusst hättet oder nicht schon gehört hättet oder nicht schon darüber nachgedacht hättet. Jedem Christ ist klar, wenn du einen Glauben haben willst, der wächst, der lebendig ist, dann geht das nicht ohne irgendwelche Art und Weise von sinnvollen, regelmäßigen Aktivitäten, wo du Gottes Gegenwart suchst und pflegst. Sag das durch sein Wort, indem du einen Bibellesenplan folgst, indem du kontinuierlich dich nährst, indem du regelmäßig Gottesdienste besuchst, indem du einfach die Intimität mit Gott pflegst. Und weißt du was? Ich bin überzeugt oder ziemlich sicher, dass die meisten von euch, die jetzt heute am Morgen da sind, das verstanden haben. Weil der Fakt, dass ihr da seid, zeigt mir, dass irgendetwas in euch drin, ein Hunger, eine Sehnsucht da ist, dass ihr mehr möchtet von Gott. Dass ihr euch bewusst seid, dass euer Glaubenssee muss genährt werden. Hey, sonst würdet ihr euch ja kaum am Freitag schon registrieren, um am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Hey, ich meine ehrlich, für mich ist das eine Hürde. Zum Glück haben wir das Sekretariat, das das macht für mich. Weil, hey, ich meine, 3 Tage vorher irgendetwas sich anmelden, um nachher wirklich zu machen, das ist einfach nicht mehr unsere Generation. Also wenn du da bist, dann weiss ich, dass dir das ein Anliegen ist und dass du das möchtest haben. Dass du die Nähe zu Gott suchst. Jetzt ist die Frage, okay, wenn das nicht das Problem ist, wenn der Zufluss geregelt ist, wenn der Zufluss stattfindet in einer irgendwelchen Art und Weise, was könnte der Grund sein, dass dein Glaube gleich irgendwie nicht so die Fülle hat, nicht so die Tiefe hat, dass du musst sagen, okay, ich mache das auch, ich tue auch wie der Mose regelmäßig Zeit auf Zeit, ich gehe immer wieder in das Zelt von dieser Begegnung drin, ich suche das Angesicht Gottes. Aber mein Glaube ist irgendwie gleich nicht so wirklich so wie der von Mose, wo jetzt sagen, hey, Schimpf und Schande, für Jesus kein Thema, 40 Jahre Wüste, ich bin dabei, wo kann ich unterschreiben? Wisst ihr, und jetzt kommt der Teil, der mir persönlich ganz fest auf dem Herzen liegt. Wisst ihr, was passiert mit einem See, der nur einen Zufluss hat und keinen Abfluss? Das ist jetzt eine Quizfrage. Er versandet, korrekt. Also, er versalzt eigentlich, müsste man so sagen. Weil oder ich meine, kannst sagen, okay, es kommt so viel Zufluss, er überfließt. Ja, wenn er überfließt, dann hat es einen Abfluss. Wenn es keinen Abfluss hat, ein See, wo nur Zufluss und keinen Abfluss hat, der wird zwingendermaßen versalzen. Und alles Leben in dem See wird sterben. Das ist das Tote Meer, ist das beste Beispiel, das wir kennen. Oder? Der Jordan fließt ins Tote Meer drin und der See hat keinen Abfluss. Weil alles Wasser verdunstet und alles Salz, das in den See hineinkommt, bleibt in dem See drin.
Und ich möchte das Beispiel, das Bild heute brauchen, um das geistliche Prinzip klar zu machen. Ein Glaube, der keinen Abfluss hat, ist wie ein See, der wird versalzen und wo kein Leben produziert. Hebräer 11, Vers 24 bis 25 beschreibt der Moses folgendermaßen. Auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Der Mose hat verstanden, dass sein Glaube, wo genährt wird von Intimität mit Gott, einen Abfluss braucht. Dass er sich irgendwo drin muss investieren. Dass er etwas braucht, wo ihm Sinn gibt und wo ihm erlaubt, seinen Glauben zu teilen und so Frucht hervorzubringen. Wir haben ein sehr klares Beispiel von Menschen, die sind wie ein See ohne Abfluss, die nur Zufluss haben. Das sind Pharisäer. Und Jesus selber sagt, liebe Pharisäer, ihr seid so fokussiert darauf, dass der Input stimmt. Ihr gebt euch Mühe bis zum geht nicht mehr. Hey, ihr fastet und ihr macht alles, was wir irgendwie machen können. Ihr sucht von ganzem Herzen Gottes Gegenwart und Gottes Nähe. Aber was ihr nicht verstanden habt, ist, dass Glauben, wo sich nicht in andere Menschen investiert, versalzen wird. Dass das Tod bringt und nicht Leben. Ihr seid die das Leben der anderen mies machen. Ihr wäret eigentlich berufen, beauftragt. Euer Job wäre es, wie der Mose, einen Glauben zu haben, der sich investiert in ein Volk und der sagt, das ist mein Volk, das ist meine Familie, ich gehe mit denen, ich investiere mich in denen, das ist mein Output, ich bin berufen, um das zu machen. Ihr Pharisäer macht das Leben von denen, die ihr unterweisen solltet, die ihr helfen solltet, die ihr denen ihren Glauben nähren, macht ihr das Gegenteil, ihr macht denen ihr Leben mies. Und ihr tut denen noch mehr Lasten drauf. Wieso? Weil ihr keinen Output habt. Euch sind die anderen schnurzegal. Ihr seid wie ein See, der keinen Abfluss hat. Das versalzt und bringt Tod anstatt Leben. Wenn du heute Morgen da bist und dich fragst, wieso dass dein Glaube sich so, wie soll ich sagen, nicht erfüllend anfühlt. Wieso dein Glaube irgendwie trotz all dem, was du machst, trotz all diesen Bibellesenplänen, die du lesest und tust, trotzdem irgendwie nicht Leben hervorbringt. Meine Vermutung ist ganz fest, dass du zu wenig oder keinen Abfluss hast. Glaube ist wie ein See. Es braucht Intimität, es braucht einen hingebungsvollen Glauben und es braucht einen inspirierenden Glauben. Menschen, in die wo du dich investierst. Wenn du wachsen im Glauben heute, dann glaube ich, das Beste, was du machen kannst, ist jemanden suchen, in den du dich investierst. Jüngerschaft gelebt. 1:1. Ich habe die Predigt schon mal gehalten im Refill. Und eine junge Frau ist dann aufgrund von dieser Predigt hat sie gesagt, okay, ich suche mir jemanden aus. Und ist auf die Person zugegangen und hat gefragt, wärst du daran interessiert, dass wir miteinander ein Jüngerschaftsding anfangen. Sie hat das zum ersten Mal gemacht, sie hat keine Ahnung gehabt, wie das genau aussieht. Und sie hat gesagt, wir haben einfach angefangen, miteinander zu laufen. Ich habe ihr angefangen, Fragen zu stellen zu ihrem Glauben und habe probiert, ihr aus meinem persönlichen Leben und meinem Glauben sie zu inspirieren und ihr etwas weiterzugeben von dem, was ich erlebt habe. Sie hat das regelmäßig gemacht. Sie ist nach ein paar Monaten zu mir gekommen und hat gesagt, Micha, du glaubst nicht, wie mein Glaubensleben sich geändert hat. Wie ich gewachsen bin in dieser Zeit, was das gemacht hat mit mir. Sie hat zum ersten Mal verstanden, dass ihr Glaubenssinn Output braucht. Dass das Glauben nicht das Endresultat ist, sondern dass es einen Abfluss braucht. Ein Ort, wo wir uns in andere Menschen anfangen zu investieren. Also wenn du wachsen im Glauben heute Morgen, ich glaube, du musst weniger am Input herumschrauben, sondern dir viel mehr die Frage stellen, Jesus, in wer kann ich mich investieren? Mit wem kann ich meinen Glauben teilen? Mit wem kann ich Jüngerschaft leben? Das ist dein Auftrag von Jesus höchstpersönlich. Bevor er gegangen ist, sagt er, geht hin in alle Welt und macht Jünger. Ich wollte dich mit dieser Frage wirklich ein bisschen plagen. Wer ist dein Jünger? Wer folgt dir nach? Wo geht dein Glaube weiter als nur gerade bis zu dir selber?
Wenn du das anfängst zu machen, bin ich überzeugt, dass dein Glaube wird wachsen und Frucht und Leben hervorrufen. Also wenn wir Glauben so leben dürfen, wie der Moses, dann dürfen wir auch wie der Moses hoffen. Und zwar folgendes, Hebräer 11, Vers 26. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Mit einem Leben, das so aufhört wie am Moses sein, voller Lebenskraft, voller Energie, voller geistlicher Augen, die sehen. Also in Wert tust du dich investieren. Ich habe 3 Punkte gemacht heute Morgen. Ich möchte sie noch einmal repetieren, dass wir ganz klar sind, um was es gegangen ist. Erstens, bet für eine Zielsicht, so wie Moses das hatte, der gefunden hat, 40, 40, 40. Ich gehe noch mal 40 Jahre mit meinem Volk in die Wüste, weil ich verstanden habe, was mein Leben bedeutet und was das bringen soll. Was ist der Sinn und der Zweck von deinem Glauben? Wo geht es her? Was ist das Ziel? Und das Zweite, wo ich mich frage, okay, vielleicht hätte ich aber auch den Input angesprochen. Hast du die Regelmäßigkeit? Hast du irgendeine Art und Weise, wie du Gottes Angesicht suchst? Gibt es das Zelt von der Begegnung in deinem Leben auch? Wo du täglich dorthin gehst und von Angesicht zu Angesicht mit deinem Gott redest? Gibt es die Intimität, die der Glaubenssee füllt? Und schlussendlich die Frage, wer investierst du dich? Wo geht dein Glaube weiter? Und für das möchte ich jetzt beten, dass Gott dir dort Weisheit und Klarheit geben darf, in dem drinnen. Jesus Christus, wir danken dir für Vorbilder, die vor uns gegangen sind. Wir danken dir für Menschen, die Glauben gelebt haben, so wie wir leben sollen. Wir danken dir für das gute Beispiel und Vorbild, das du uns gegeben hast. Wir möchten Glauben leben, Glauben haben, wie der Moses das hatte. Ein Mensch, der gesagt hat, dass Schimpf und Schande besser ist mit dir, als das Leben in den höchsten, luxuriösesten Situationen ohne dich. Der sich in ein Volk investiert hat und bereit war, 40 Jahre lang nochmal mit denen durch die Wüste zu gehen. Ich bitte dich, Jesus, dass du so einen Glauben in uns weckst. Dass wir dürfen, Routinen finden, wo wir dürfen die Nähe zu dir suchen. Zeig du uns auf, was das Zelt von der Begegnung für uns ist. Wo wir das Zelt aufschlagen sollen. Gib du uns dort gute Routinen. Gib du uns dort gute Wege, wie wir das pflegen können. Und ganz besonders zeig du uns heute am Morgen, wie unser Glaube weitergehen soll. Ich bitte dich jetzt, dass du jetzt in diesem Raum drinnen Namen auf Herzen legst. Gedanken schickst, die von dir sind. Wo Menschen jetzt erkennen dürfen, wo sie sich in andere Menschen investieren sollen. Auf das wir nicht versalzen, sondern dass wir Leben bringen, im Überfluss. So wie du uns berufen hast, das zu tun. Dass wir nicht sind wie Pharisäer, die töten. Sondern dass wir erfüllt werden von deinem Glauben. Und dass wir leben können, so wie du uns das berufen hast, zum tun. Gib du uns eine neue Sicht und tu du uns Menschen auf die Herzen, wo wir dürfen mit ihnen Glauben leben. Und alle, die einverstanden sind mit dem Gebet, können mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Hey, bevor ich jetzt dann gerade die Band aufhole, sie sind schon ready, möchte ich noch ganz kurz etwas machen. Und zwar habe ich jetzt ganz viel über Glauben geredet und zu Menschen, die Glauben schon kennen und die schon wissen, was Glauben ist. Und ich möchte jetzt einen kurzen Moment nehmen, zu den Menschen reden, die vielleicht online jetzt zuschauen oder die jetzt in diesem Raum drin sind und gar nicht einen Glauben haben. Ich möchte in kurzen Sätzen erklären, wie du kannst Glauben heute am Morgen anfangen. Weißt du, musst wissen als erstes, dass Gott, der himmlische Vater, dich gut gemacht hat. Dass er einen Plan hat für dein Leben und dass er das Beste will für dich, dass er wirklich ein liebender, guter Vater ist im Himmel, der sich sehnt nach einer Beziehung mit dir. Und weißt du, das Problem ist, dass wir Menschen uns einfach wie Kinder das manchmal machen, gegen unsere Eltern aufgelehnt haben. Dass wir gegen den Vater rebelliert haben und dass wir das Gefühl haben, wir wissen es besser. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen und hey, schau, es gibt ein Wort für das. Die Bibel nennt das Sünde. Und das ist der Zustand, wo wir Menschen drinnen sind. Wir sind Menschen, die gegen den Willen vom Vater verstoßen haben. Wie das Volk,
der anfangen, eigene Götzen zu bauen hat. Das ist der Zustand, wo du jetzt vielleicht drin bist. Du bist getrennt von Gott aufgrund von deiner eigenen Rebellion und aufgrund von deiner eigenen Sünde. Und weisst, am Vater hat das Herz kaputt gemacht. Das verreist ihn. Zu sehen, wie Menschen ohne ihn leben wollen. Und wie sie keine Chance haben, um die Schuld je wieder gut zu machen und zurückzukommen zu ihm. Darum ist er auf die Welt gekommen und hat einen Weg gemacht für uns. Er hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde geschickt. Auf das er das Leben gelebt hat, das wir Menschen eigentlich leben sollten. Und er ist ans Kreuz gegangen und ist stellvertretend für die ganze Schuld und Scham von dieser Menschheit gestorben. Er hat die Schuld auf sich geladen und ist gestorben. Gott hat ihn am 3. Tag von den Toten wieder auferweckt und hat einen Weg bereitet für uns. Auf das wir ihm nachfolgen dürfen, dass unsere eigene Schuld mit ihm am Kreuz sterben darf. Und wir neu auferweckt dürfen werden in ein neues Leben drin. Und alles, was du machen musst, ist glauben. Dass das, was ich jetzt gesagt habe, wahr ist und für dich gilt. Dass das ein Geschenk ist, das du einfach annehmen darfst. In einem simplen Gebet ihm ausdrücken, dass du das Gebet annehmen willst. Und ich möchte heute Morgen mit euch allen zusammen das Gebet beten. Und wenn du willst und du das so ein Gebet noch gar nie gebetet hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, mit mir zusammen das zu beten. Ich tue es vorbeten und wir alle es laut mitbeten. Also wenn du daheim jetzt schaust und merkst, dass das Gebet für dich ist, dass du das sprechen willst, dass du umkehren willst, dass du zurück zum Vater kommen willst, dann darfst du jetzt einfach mitbeten. Lieber Vater im Himmel, danke vielmals, hast du deinen Sohn geschickt. Danke vielmals, ist er stellvertretend für mich am Kreuz gestorben. Danke vielmals, ist meine Schuld vergeben. Ich nehme das Geschenk an. Und ich bin eine neue Kreation ab heute. Amen. Amen. Hey, wenn du das Gebet gebetet hast, sei es da in diesem Raum drinnen zum ersten Mal oder online zum ersten Mal, bitte nimm Kontakt auf mit mir. Ich würde so gerne noch weiter mit dir reden, noch mehr erklären und dir zeigen, wie du jetzt den Glauben kannst in die Tat umsetzen und wie du jetzt gemäss dem Glauben kannst weiterhin deinen Weg gehen mit Jesus. Alright, und jetzt haben wir eine Zeit, wo wir miteinander Jesus im Zentrum haben, wo wir ihn anbeten als der er wirklich ist, der auferstandene Messias. Sind wir bereit, um ihm zu dienen? Dann lass uns aufstehen und lass uns jetzt vor ihn kommen und ihn mit Liedern anbeten.